Einen wunderschönen guten Morgen, Reisefreunde, ein weiteres Mal aus Irland. Heute ist leider nicht so Hammerwetter, obwohl die Sonne drückt da hinten schon durch. Wir haben viel Hoffnung, dass es auch heute einen wunderbaren Tag gibt. Wir haben hier auf diesem Parkplatz geschlafen, da haben wir euch beim letzten Video Tschüss gesagt, als wir mit dem Omnia noch gekocht haben. Wenn ihr das Video nicht gesehen habt, wie immer findet ihr das hier oben oder hier, ich weiß es immer noch nicht, Steffi ist da einfach besser. Die Nacht war eigentlich ruhig, aber seht ihr den weißen Campervan? Wohnmobil. Der ist dann um 11 Uhr auch noch eingetrudelt und hatte nichts Besseres vor, als einfach so dicht hinten oder neben uns hinzuparken. Wir haben keine Ahnung, warum er das gemacht hat. Auf jeden Fall wurde es dann nochmal richtig laut. Ein bisschen schade, weil eigentlich wäre es echt ruhig gewesen hier. Ja, wir machen jetzt alles fertig, haben noch geduscht und ja, erst geht es jetzt noch ein bisschen in die Natur, später dann an den Markt. Ihr werdet alles sehen. Schön seid ihr wieder mit dabei, freut mich unheimlich, dass ihr eingeschaltet habt. Weiter geht's durch Irland, los geht's! Ich würde ja gerne die Drohne fliegen, aber es geht nicht. Es windet viel zu fest. Es geht wirklich nur mit der Kamera. Es wäre zu schön, wenn man hier noch drüber fliegen könnte. So eine fantastische Landschaft. Wir wussten diese Nacht ja gar nicht, wo wir eigentlich schlafen. Jetzt gibt es einfach so ein paar Fahraufnahmen. Ich hoffe, es kommt drüber, wie geil, dass es hier in Irland wieder ist. Die haben ihn gefunden und er ist tatsächlich auch offen. Er ist in einer alten Kirche und wahrscheinlich wissen die Iren schon, warum man Märkte am besten drinnen und nicht draußen veranstaltet. So, ein paar Gespräche später und eine volle Tüte neben mir haben wir den Market wieder verlassen. Wir haben viel Deutsch gesprochen. Es ist hier so ein bisschen eine Auswanderer-Community. Es hat Deutsche, drei, drei Deutsche, Holländerinnen, französisches Brot und herrlich leckere, selbstgemachte Sachen. Und da haben wir jetzt ordentlich zugeschlagen und freuen uns darauf. Ja, wir zeigen dann noch, was es gibt, oder? Fortlaufend, genau. Aber jetzt packe ich nicht alles hier aus. So, also wir haben hier ein Stückchen selbstgemachten Brie aus Kuhmilch, frisch gemachtes Joghurt aus Kuhmilch, dann haben wir deutschen Quarkkuchen, wir haben hier Mini-Quiche mit Tomaten, Käse, Lauch und keine Ahnung was noch alles mehr drin. Dann gibt es hier hinten französische Croissants und dazu
gibt es ein Walnussbrot. Ich liebe ja Walnüsse. Und dann haben wir hier noch so eine Kohlart. Da nimmt man nur die Blätter. Kann das so ein bisschen andünsten. Und das haben wir von einer Deutschen gekauft, die 30 Jahre jetzt schon hier in Irland lebt und uns das Land noch ein bisschen mehr ans Herz gelegt hat. Was das alles zusammen gekostet hat, das möchte ich persönlich nicht nachrechnen, weil das war jetzt doch ordentlich teuer. Nicht alles, aber manches davon. Wir sind gerade im Überlegen, wohin als nächstes. Ich kann es euch auf der Karte mal schnell zeigen. Gestartet sind wir am Killarney. Wir sind hier hinten, auf Dunluce, sind wir noch ein Stückchen reingefahren. Bezaubernde Landschaft. Aber das muss ich euch ja, glaube ich, nicht sagen, weil ihr habt ja die Bilder gesehen. Aber ihr könnt euch vielleicht vorstellen, dass es in echt nochmal 10-mal schöner war. Einfach wild, gigantisch. Also hier diese Strecke. Und jetzt sind wir hier nach Milton hochgefahren. Hier war der Farmers Market und jetzt sind wir am Überlegen, wir wollen ja als nächstes hier auf die Dingle Isle oder Peninsula oder ich weiß auch nicht, ob das auch ein Ring ist, keine Ahnung, wir werden es erfahren. Aber heute ist ja Samstag und falls ihr das jetzt hier sehen könnt, hier gibt es außer in Dingle selbst dann eigentlich keinen größeren Ort. Wir wollen aber nicht so schnell fahren, dass wir jetzt hier gleich per sofort in Dingle sind. Wir wollen uns für diese Halbinsel sicher 1,5 bis 2 Tage Zeit lassen. Und deshalb überlegen wir jetzt gerade, ob wir doch vielleicht vom Ring of Kerry hier noch so ein bisschen reinfahren können, weil hier gibt es noch eine Ortschaft und da vorne kommt nachher gleich noch eine. Und dann hätten wir doch noch so ein Mini-Stückchen vom Ring of Kerry noch gesehen. Und das geht jetzt hier, glaube ich, die erste Etappe auch gerade ziemlich durch die Berge, was uns ja vom Ring of Kerry auch gesagt wurde, dass das den so ein bisschen ausmacht. Und dann, ja, hätten wir trotzdem noch ein Stückchen gesehen. Das machen wir so. Ich glaube auch, oder? Das hört sich, wenn ich das jetzt so laut sage, dann hört sich das nach der einzig richtigen Lösung an. Deshalb ist es gut, machen wir YouTube und filmen das. Dann sagt man Sachen manchmal laut und ja, bemerkt dann, dass man schon was Schlaues von sich gibt, dass es schon Sinn macht. Los geht's. Wir sind nur gerade ein paar Kilometer weiter gefahren vom Ort, wo wir jetzt am Farmers Market waren und jetzt sind wir in Killorglin, steht natürlich jetzt wie immer unten dran. Es war meine Idee, jetzt am Samstag noch einen zweiten Ort zu besuchen und nicht gleich wieder in die Natur zu fahren, weil am Samstag ist halt schon meistens in den Ortschaften ein bisschen was los und dann merkt man so ein bisschen, wie der Vibe ist von den Leuten und den Geschäften und so weiter. Und wenn ihr hören könntet, was wir momentan besprechen, wenn wir da in Carl sitzen, besser nicht, weil diese Frau vorhin, die Deutsche am Farmersmarkt, die hat uns echt Honig ums Maul geschmiert. Wir sind ja schon total begeistert vom Land, aber sie hat uns jetzt ein paar Punkte geliefert, die, ja, wer weiß, was der Sommer bringt. Wir haben es im letzten Video gesagt, wir sind total offen. Das Projekt bringt ja mit sich, dass wir eigentlich alle Länder kennenlernen wollen in Europa, um einen Platz zu finden, wo wir dann vielleicht irgendwann sesshaft werden können. Vielleicht wird es ja Irland. Das war ein kurzer Besuch im Ort, weil, naja, wir haben einfach schon so viele so schöne Orte gesehen, dass selbst ein schöner Ort uns nicht mehr allzu lange hält, weil er nicht besonders schön ist. Wie auch immer, wir haben jetzt noch schnell den Newsletter gemacht, der ging fix raus und jetzt sind wir bereit zum Weiterfahren. Du hast noch was vergessen. Hier oben, abonnieren. Habt ihr alles schon gemacht. Haben Sie schon lange gemacht? Meinst du alle? Alle. Alle? Du etwa nicht? Ein weiterer Ort, der uns an Neuseeland erinnert. 90 Mile Beach hieß der Strand dort, wo man wirklich mit dem Auto langfahren konnte. Tja, das kann man doch auch. Wir parken hier momentan am Strand. Ob wir auch wieder wegkommen, das ist dann die andere Frage. Aber es fahren hier laufende Autos auf den Strand. Man kann hier 100,
Meter, ich weiß gar nicht mehr. Nein, 1 Kilometer. Genau, 1 Kilometer lang kann man hier dem Strand entlang fahren und darauf parken. Und was wir natürlich noch gern wissen möchten, ist, ob man hier am Strand auch übernachten kann. Und das klären wir jetzt gleich noch ab. Vor allem müssen wir ja auch abklären, wie weit die Flut hochkommt. Ich möchte ja nicht davon schwimmen, währenddem ich schlafe. Und vor allem möchten die Zuschauer vielleicht noch wissen, wo wir denn jetzt sind, weil wir sind ja nicht da, wo wir eigentlich wieder gesagt haben. Ja, wir waren so ein bisschen schnell auf dem Kerry Ring und irgendwie war das sehr unspektakulär, der Abschnitt ganz im Norden oben, den wir lang gefahren sind. Und da wir ja den gleichen Weg zurück mussten, wollten wir jetzt auch nicht kilometerweit den Ring hineinfahren. Also sind wir jetzt auf Dingle Island, nein nicht Island, Dingle Peninsula, Ring, wie auch immer, sind wir jetzt so ganz am Anfang so ein Stückchen rausgefahren. Bis jetzt war es eigentlich auch ziemlich unspektakulär. Ja, aber jetzt wird spektakulär. Aber jetzt hier, der Strand, der ist natürlich schon richtig gigantisch und versprochen wurde uns das vor allem ganz draußen, wo dann auch ein Leuchtturm sein soll, dass es dort richtig schön sein soll. So, und nun beginnt der tägliche Wahnsinn hier in Irland, Stellplatzsuche. Park4Night hat uns hier an eine Weide geführt, an einem See. Sieht schon mal ganz süß aus, aber man ist hier halt wieder direkt ab vom Schuss, hat keine Möglichkeiten noch in die Stadt zu gehen oder irgendwie Internet zu kriegen. Ist ein bisschen schade. Steffi hat euch ja das schon mal erklärt, dass das nicht ganz einfach ist in Irland. Es gibt ja keine Stellplätze, nur Campingplätze oder so Freistellplätze und ja, mal schauen, was wir machen. Ich zeige euch mal kurz die Aussicht. So sieht das Ganze aus. Eigentlich hätte es hier 3 Plätze für Wohnmobile. Ihr seht es, da drüben steht ein Auto und dann ein Boot. Und wir stehen direkt vor der Weide, vor dem Ausgang. Da können wir natürlich nicht stehen bleiben. Wenn der Schäfer kommt, hat er dann keine Freude. Und ja, da hat es einen See. Oder ist es das Meer? Das ist das Meer, das ist die Bucht, wo der Delfin manchmal... Ah, hier soll ein Delfin leben. Ja, dann muss ich die Augen offen halten. Wir sind ein Stückchen weiter gefahren. Ich muss meine Augen aber immer noch so ein bisschen auf die Bucht hier draußen halten, weil wir sind ja jetzt in der Dingle-Bucht und hier lebt ein ziemlich zahmer Delfin, den sie Fungi oder Fangi oder wie auch immer genau nennen. Seit 2 Jahren kommt er regelmäßig hier in die Bucht, aber heute ist das wohl nicht der Fall, leider. Wir haben jetzt auch hier im Ort geschlafen, waren gestern auch noch unterwegs. Ich glaube, das ist eine kurze Pub-Szene noch. Die blenden wir jetzt einfach auch noch schnell mit ein. Der Ort ist richtig cool, hat knapp 2000 Einwohner, aber natürlich ein Aquarium, wobei uns das nicht wirklich interessiert, aber einfach zum Sehen, wie die Dimensionen hier sind. Es gibt richtig viele coole Pubs und Restaurants, ein Ort zum Verlieben und zum Hängenbleiben. Ich kann mir gut vorstellen, dass hier der ein oder andere bleibt. Wir sehen hier jetzt auch zum ersten Mal wirklich viele andere Wohnmobile, wobei 95% Iren sind und wir in den restlichen 5% eingeschlossen sind. Also vielleicht, ich glaube, ein Brite ist noch hier, oder? Ein Brite und ein Deutscher in einem Teebus, genau, und sonst Iren. Aber ja, heute ist das Wetter ein bisschen durchzogen. Wir fahren jetzt los und machen diesen Slayer Head Driving Way. Der gehört auch als Teil zum Wild Atlantic Way. Ihr seht das jetzt hier, die rote Linie werden wir heute fahren und Ausgangs- sowie Startpunkt ist dann auch wieder Dingle oder wie die Iren sagen, Dengin. Ja, auf jeden Fall lange Rede, kurzer Sinn. Wir fahren zu, machen heute diese Rundtour. Ihr werdet das dann im nächsten Video sehen. Wenn ihr wieder mit dabei seid, lasst uns gerne wissen, ob ihr das Video so gemocht habt. Ja, ob euch das Video gefallen hat. Genau, lasst uns wissen, ob euch das Video gefallen hat. Und wir sehen uns die Tage dann wieder. Tschüss. Steffi ist noch ein bisschen müde ja. und beschäftigt. Tschüss.